Ich glaube noch nie so geile Weihnachtsgeschenke bekommen wie das Jahr. Ich glaube, ich fange mit dem simpelsten an und ich glaube, das von meinem Dad muss ich einfach am Schluss zeigen, weil das ist so iconic. Mit dem habe ich so Glück gehabt. Wir haben mit Chance in einer Family einfach so random gewichtet. Das heisst, du nimmst irgendein Geschenk und ich habe einfach ein Strandtüchlein gehabt. Schau mal, wie schön das ist. Meine Schwester hat mir zu meinem Brocchi-Gutschein geschenkt, das so geil ist, weil ich liebe Brokkis. Und jetzt gerade, als wir umgezogen sind, Alter, ein Segen. Und zum anderen hat sie mir ein Bischi geschenkt. Ich habe mir eins gewünscht und ich habe so ein bisschen Insta-Bilder geschickt. Und schau mal, wie geil das ist. Es hat noch eine Hose dazu. Mein Bruder hat genau so rausgehauen. Er hat zuerst meine Ikea-Gutschein, können wir auch brauchen. Dann hat er so geile Röhrchen gefunden, hure cute. Komplett geile Gläser, oh mein Gott. Und noch so eine Vase, ich kann nicht. Ich habe jetzt mit Can erstmal ein Schweinchen, ein Glücksschweinchen für meine Bachelorarbeit. Einfach eine pinke Sportmatte, weil ich mache eigentlich immer die Heimorgensport und ich habe es bis jetzt immer am Boden gemacht, von dem her kann ich das auch brauchen. Und das dritte ist einfach eine Casio-Uhr. Oh mein Gott, ich habe ja meine verloren und ich war so sad und er hat wirklich die halbe Welt abgesucht, um die gleich zu finden. Jetzt habe ich mir die ausgesucht und bin so happy. Ich komme zu meiner Mama, ich glaube, da machen wir schnell einen Schnelldurchlauf, weil sie mir so viele Sachen gekauft hat. Zuerst mal Handschalter, die schreit nach mir. Und Gürtel, ich habe das so geil gefunden. Ja, wir sind übrigens Weihnachtsshoppen, darum ich alles selber aussuchen, aber ich habe es halt erst zu Weihnachten bekommen. Eine Sonnenbrille. Mein Dad hat es übrigens so geil gefunden, dass er sie auch gekauft hat. Haarklammern, noch kleine Haarklammern, so geile Strümpfe. Ich habe schon so lange nach denen gesucht. Dann so 2 coole Stirnbänder. Dann so ein cutes Oberteil und noch so einen passenden Schal dazu. Dann Handtüchli für unsere neue Wohnung. Und eine weisse Weste, die habe ich auch schon so lange gesucht. So, kommen wir zu meinem Papa. Das allererste Mal hat er unseren Esstisch gezahlt. Dieses gute Ding hier. Dann hat er mir und dem Can zusammen einen neuen Drucker gekauft mit Patronen. Und jetzt kommt das absolute Highlight. Ich bin nicht ready für das. Ich bin nicht ready für das gewesen. Ihr wisst ja, ich bin in L.A. und mein Dad hat gedacht, er muss einen fucking Nutty-Style-Stern machen. Das ist so crazy. Du hast einfach so Star of Fame überreicht an Natalie im Auftrag der Ehrung als erfolgreichste Influencerin der Schweiz. Sorry, aber wie cute.